Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, zum 21. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Leipzig 3:2 gewonnen. Ich denke, wir haben ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel gesehen. Gerade erste Halbzeit fand ich sehr, sehr interessant. Von beiden Seiten natürlich, auch zweite Halbzeit, auch wenn wir da schlecht reingekommen sind, so die ersten 10, 15 Minuten waren wir nicht so wirklich präsent. Dann wurde es ein bisschen besser, aber zweite Halbzeit war es noch mehr auf Augenhöhe, fand ich, so ab der 60. bis zur 80. war es so ein bisschen auf Augenhöhe. Wir waren einen Tacken besser, wir haben ein bisschen Tacken bessere Chancen gehabt auf jeden Fall, ja. Ab der 80. oder ab der 78. oder was das war, hat der Tedesco reingeriefen, push, 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 alles nach vorne. Und da muss ich sagen, haben wir es sehr gut gemacht. Haben wir das gemacht, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben bei uns. Wir haben einfach mal 10 Minuten den Ball gehalten. Wir haben mal nicht auf Teufel komm raus nach vorne, sondern haben den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Leipzig hat ja in den 10 Minuten den Ball gar nicht gehabt. Ja, die sind dann zwischendurch wie bekloppt draufgerannt, aber es stand immer einer frei, den wir anspielen konnten. War alles gut. Gar kein Problem. Dass der Upa dann in der, was war's, 90. Minute oder was, auf einmal bis zum anderen 16er durchläuft, habe ich nicht verstanden. Habe ich auch schon beim Süle in der ersten Halbzeit nicht verstanden. Gegen einen Gegner wie Leipzig muss man das, finde ich, nicht unbedingt machen. Ich denke, Leipzig hat heute auch unsere Schwächen aufgezeigt, ganz klar. Und ja, was mir nicht gefallen hat, also erstmal, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, es gibt wenig zu kritisieren. Die 2 Gegentore gibt es zu kritisieren. Da sah zweimal der Süle auch nicht wirklich gut aus, aber da sah auch die ganze Abwehr nicht gut aus. Durch einen Fehler im Spielaufbau, dann sieht eine Abwehr eh nicht gut aus, aber generell sah der Süle heute nicht in der Defensive nicht so gut aus. Im Spielaufbau war er mega stark. Dann war er der prägende Faktor von hinten raus. Aber ansonsten, was mir nicht gefallen hat, war Kimmich Tolisso. Ja, klar, nach vorne hin und auch so mit dem Spielaufbau waren beide okay. Ja, jetzt nicht mega gut, aber okay. Aber defensiv war das gar nichts. Ja, also Leipzig, immer wenn sie gefährlich wurden, immer durch die Mitte. Ja, einfach ein Ball in der Mitte, da stand immer einer frei. Er hat den Ball tropfen lassen oder hat ihn gleich verlängert, dann nach außen gespielt. Auf die schnellen Außen, die nachgerückt sind, da hatten wir auch ein bisschen Probleme. Vor allen Dingen auf der rechten Seite, da sah der Gnabry auch nicht wieder ganz so gut aus, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Pavard, ja, war auch so Durchschnitt, würde ich sagen, erste Halbzeit rechts. Zum Glück ist da nicht so viel passiert. Aber es hätte man einfach verhindern können, wenn man... Oh, sorry Leute, ich wollte mich eigentlich muten. Das hätte man verhindern können, wenn man einfach mal einen defensiven Mittelfeldspieler auf dem Platz hätte. Ja, einfach mal so einen richtigen Sechser. Den haben wir halt nicht. Kimmich ist auch kein richtiger Sechser. Kimmich macht viel durch seinen Ehrgeiz weg, hat man auch heute gesehen, aber heute war er auch immer oder oft mal auch mal einen Schritt zu spät dran. Ist nicht so in die Zweikämpfe gekommen. Klar hat man gesehen, hat ihn geärgert, keine Frage. Bei Tolisso verbisst man das komplett, aber Tolisso ist auch kein Sechser, das muss man ganz klar sagen. Ja, er ist ein Achter, ein Zehner, man hat es gesehen, hat super Bälle im Aufbau gespielt, in den Zweikämpfen, aber wie die letzten Wochen immer mal lieber weggeblieben. Wie gesagt, kann man verstehen, wenn man so oft verletzt war in den letzten Jahren wie er. Muss man das nehmen vielleicht. Ja, da hat mir so ein richtig Defensiver gefehlt, ja. Hat man schon gesehen, auch gerade zweite Halbzeit, Süle ist dann sehr, sehr weit vorgerückt, ja, ins defensive Mittelfeld, hat das da irgendwie versucht zu kompensieren, aber dann stand er auch oft zwischen den Räumen, ja, er war nicht richtig in der Innenverteidigung, er war nicht richtig im defensiven Mittelfeld, stand da irgendwo im Raum, gerade beim zweiten Tor hat man super gesehen, dass er dazwischen stand, er kam nicht mehr am Mann dran, er konnte nicht richtig zustellen und ja, war nicht wirklich glücklich, war. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht einfach mal Nianzou ins defensive Mittelfeld, der da als Abräumer ist. Oder ein Rocker, der vielleicht auch ein bisschen aber defensives Mittelfeld ist ja auch nicht wirklich. Machen wir uns nichts vor. Das ist bei uns der Kimmich aktuell. Ja, aber ich denke, bei Kimmich sieht man auch einfach, dass die Hochform noch nicht so da ist, wie sie da ist.
am Ende des Tages, denke ich, verdienter Sieg mit einem sehr guten Spiel von unserer Seite, auch von Leipziger Seite. Aber man hat auch den Leipzigern, denke ich mal, so ein bisschen gezeigt, was ihnen noch fehlt. Ja. Gerade wie ich sagte, so die 10 Minuten, Push, 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 alles nach vorne. Ja, dann einfach mal ganz abgebrüht den Ball in den eigenen Reihen halten, ja, anstatt aufs 4. Tor zu gehen. Nichtsdestotrotz, wenn es safe war, haben wir ja trotzdem nach vorne gespielt. Ja, haben es dann ja auch nochmal versucht, so ist ja auch nicht. Ansonsten hätten wir den Sack natürlich schon vorher zumachen können. Ja, keine Frage. Levi hat 2 sehr gute Kopfballchancen, die er leider beide übers Tor setzt. Ansonsten Coman sein Ding da noch an den Pfosten, der wahrscheinlich auch nicht so geplant war, machen wir uns nichts vor. Ansonsten der Freistoß für Leipzig war ein Witz, wenn daraus ein Tor entstanden wäre. Also ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann. Da haben wir ganz klar gesehen, dass er sich den Ball 3 Meter zu weit vorlegt. Dann springt er schon vorher rein, springt in den Pavard rein, krollt sich da auf den Boden und kriegt dafür einen Freistoß. Also Leute. Und das bei so einem Spielstand in so einer gefährlichen Zone. Ja, weiß ich nicht, wofür wir dann Videoschiedsrichter haben, wenn die bei sowas nicht eingreifen. Das ist für mich eine klare Fehlentscheidung gewesen. Muss man einfach mal so sehen. Interessant wäre gewesen, was passiert wäre aus dem Freistoß ein Tor entstanden. Ja, das hätte mich mal interessiert, ob er dann eingegriffen hätte. Aber warum greift man nicht vorher ein? Sagt dem Schiri kurz über sein scheiß Hörgerät, was er im Ohr hatte. Jo, Junge, das war kein Foul. Punkt. War. Auf der anderen Seite das 2:1 von Müller, was ein sehr schönes Tor war. Müller war heute sehr, sehr stark. Ja, ging voll voraus, müssen wir uns nichts vormachen. Levi war einen Schritt zu spät, hat ihn hinten getroffen. Ja, ist halt ein Foul, Pech gehabt, kein Tor. Gibt's gar nicht zu diskutieren. Was mir sehr gut gefallen hat heute, war auch unsere Körpersprache im Kader. Ja? Und auch von draußen. Wenn man so einen Brazzo gesehen hat, weißt du, so voller Energie. Und ja, bei Hernandez brauchen wir nicht reden. Hernandez ist in jedem Spiel so, aber heute waren noch ein paar andere auch ein bisschen gallig. Das hat man gesehen. Man wollte heute unbedingt gewinnen. Hat den Gegner auch ernst genommen, denkt man, das hat man gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, Leipzig hat aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat auch 1, 2, 3 sehr interessante Spieler. Bin sehr gespannt. Tedesco ist ein sehr, sehr guter Trainer, der mir aber ein bisschen unsympathisch ist. Einfach so von seiner Art, weiß ich nicht, ist nicht so mein Fall. Aber er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Und wenn Leipzig da die Ruhe bewahrt und ja, dann wird er da schon was auf den Weg bringen, bin ich mir sicher. Ja, nach langer Zeit, vielleicht lag es auch daran, dass jetzt 2 Wochen kein Spiel war, aber es war endlich mal wieder ein erfrischendes Fußballspiel, an dem man Spaß hatte. Ja? Auch von unserer Seite. Auch endlich mal ein Gegner, der schön mitspielt und nicht nur ja, das bekannte 1x1 gegen uns spielt, wie sie alle spielen. Das war heute mal ein bisschen erfrischend. Wie ich schon sagte, Leipzig hat uns unsere Schwächen aufgezeigt, so wie wir Leipzig aber auch ihre Schwächen aufgezeigt haben. Ansonsten ist die Spielweise ja ein bisschen ähnlich mit dem hohen Anlaufen und so, aber man hat heute auch den Unterschied gesehen beim hohen Anlaufen, denke ich. Ja, aber ich denke, Leipzig ist da auf einem guten Weg. Mache ich mir eigentlich keine Sorgen, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Von unserer Seite war alles gut. Vielleicht 1, 2 Worte zu den Vertragsverhandlungen oder Verlängerungen oder Nichtverlängerungen. Ich habe ja gelesen, viel wurde Brazzo gelobt und von wegen Verlängerung und so. Ich bin auch ein absoluter Brazzo-Fan und bin auch der Meinung, dass er einen ganz guten Job macht. Allerdings muss man mal ganz klar sagen, mir ist an mir so dieses Gefühl, was man auch vermittelt, ja, muss man eher aus meiner Sicht ein bisschen eingrenzen. Ja, wenn man jetzt sieht, so der Alaba hat sich verpisst, ohne umsonst, ja, um sich nochmal schön ein Handgeld in die Tasche zu stecken. Beim Süle wird es nicht anders laufen. Er hat gesagt, dass er wechselt. Ja, und da müssen mal klare Regeln angesagt werden. Ja, und wenn man das in den Vertrag mit reinschreibt. Wir sind der FC Bayern München, es kann nicht sein, keine Ahnung. Stapeln wir mal tief. Ein Alaba mit 1 Jahr Vertrag hätte vielleicht noch 25 Millionen gebracht. Ein Süle, beste Alter, hätte locker auch, ja, machen wir uns nichts vor, 30 Millionen, je nachdem, wenn da welcher Club da kommt, der hätte den Koffer auch noch weiter aufgemacht. Dasselbe beim Gnabry, wenn er wechseln sollte. Auch wenn ich viel immer auf ihm schimpfe und ja, selbst der hätte locker 20, 30 Millionen gebracht. Und das sind dann
wenn das mal zusammenrechnet, ist 120 Mille, die wir nicht bekommen. Ja? Und das kann nicht sein. Ja? Man kann sich nicht von den Spielern so auf der Nase rumtanzen lassen. Punkt. Ja, also, dann sollte man in die Verträge schreiben, jo, wir verhandeln ein Jahr vor der Vertragslaufzeit. Und wenn es dann nicht verlängert wird, musst du den Verein verlassen. Oder wenn du keine Lust mehr hast, ein Jahr später hier zu spielen, musst du den Verein dann verlassen. Das kann nicht sein, dass wir Spieler dieses Kalibers umsonst abgeben. Ja, das können wir uns erst recht Corona-Zeiten nicht leisten. Wir können jetzt froh sein, dass wir wieder 10.000 Zuschauer im Stadion hatten. Da muss ganz klare andere Regeln und Ansagen her, und dafür ist Brazzo da, wa? Das muss der Brazzo sich auch auf die Fahne schreiben. Also ja, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich denke, dass der Gnabry bleiben wird, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte nichts dagegen, wenn er wechselt. Ja, das habe ich auch schon oft genug gesagt, aber du musst auch sehen, du musst dann erstmal wieder das Geld in die Hand nehmen, um dafür den Ersatz zu kriegen. Den kriegst du halt nicht umsonst, wa? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er wechseln will. Naja, dafür spielt sein Bro bei uns mit dem Kimmich und so ein paar andere Bros, mit denen er dick ist. Ich denke, er wird sich schon wohlfühlen und spielt jedes Jahr um Titel. Aber klar, wenn er unbedingt eine andere Herausforderung will, aber dann hätte er das schon kommuniziert, wa? Wenn er unbedingt woanders hin wollen würde, hätte er gesagt, jo, wisst ihr was, ich will woanders hin, so wie es der Süle auch getan hat. Und dann wäre gut gewesen. Also da geht es halt wirklich nur ums Geld. Ja, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Ja, das kann so nicht angehen bei uns. Also, dass man so lange wartet und dann die Spieler ablösefrei gehen. Ich meine, Süle hätte halt auch 20, 30 Millionen locker gebracht. War, machen wir uns nichts vor, wenn da irgendwie in England, Chelsea oder sowas, die hätten auch 40 gezahlt. Ja, so. Und jetzt geht er umsonst. Ja, hat mir heute nicht ganz so gut gefallen. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Wie gesagt, bei den Gegentoren sah er auch nicht ganz so glücklich aus. Kam ein bisschen schwer ins Spiel, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, ganz ehrlich, der Süle wäre jetzt für mich so Innenverteidiger Nummer 4, ja, muss ich ganz klar sagen. Ja, wenn er jetzt, keine Ahnung, ich sehe keine Trainingsleistung, sonst was, wenn er da irgendwie 50% von UPA ist oder sonst irgendwas. Ja, klar, dann stell ihn auf. Und klar war Süle für mich auch diese Saison bisher der stabilste in der Innenverteidigung. Aber ganz ehrlich, du kannst ihm jetzt nicht noch die Spielzeit geben, wenn du andere Leute hast, die dasselbe Level oder 10% oder 20% darunter sind. Ja, heute gegen Leipzig, okay, da kannst du nochmal sagen, jo, wichtiges Spiel, aber ansonsten, ja, musst du dann jetzt auf den Upa setzen, wa? Upa untereinander ist Punkt. Alles andere ist Schwachsinn, ja, weil Süle ist definitiv weg. Ja, da müssen sich die beiden noch einspielen, ne? Meine Meinung. Ansonsten, wie schon sagt, ansonsten kann man in der Bundesliga halt auch mal Nianzou jetzt ranführen. Wa? Man hat die ganze Zeit gelabert, von wegen Riesentalent hin und her, Saisonvorbereitung bis in den Himmel gelobt. Ja, da muss er jetzt Innenverteidiger Nummer 3 sein und muss der Erste sein, der kommt, ja, der auch aufgestellt wird in der Bundesliga. Wenn wir in der Bundesliga nicht gerade gegen Leipzig oder Dortmund spielen oder Leverkusen vielleicht noch dabei, ja, da muss er spielen, Punkt. Dann ist das jetzt seine Chance, da muss er jetzt zeigen, ob er was kann oder nicht. Klar, wenn er dann 2 Spiele richtig schlecht spielt und wir deswegen verlieren oder sowas, ja, dann kannst du immer noch zurückrudern, wa? Aber dann muss man ihnen jetzt auch die Chance geben. Man erzählt immer einen von jungen Talenten und so weiter und ja, dann jetzt, wa? Klar, ist scheiße für den Süle, aber es steht fest, dass er geht. Ja, dann muss man jetzt mal ein bisschen umplanen und mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir reden jetzt davon, Christensen oder sonst wen als Innenverteidiger zu holen. Ja, wir haben doch einen Nianzou. Der wurde vor 1,5 Jahren so hochgelobt und sonst was. Ja, dann schmeiß ihn doch jetzt rein. Ja, dann hat er jetzt ein halbes Jahr Zeit, in der Bundesliga sich zu entwickeln. Ja, wie soll er sich entwickeln, wenn er keine Spielzeit hat? Das geht halt nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mit den Talenten. Sieht man auch am Musiala. Ja? Guckt euch die letzten Spiele an, wenn er für 10, 20 Minuten reinkam. Ja, was soll er sich da entwickeln? Ja? Das klappt halt auch nicht. Der Junge muss halt spielen. So, da muss er halt mal irgendeinen draußen lassen von den Etablierten. Punkt. Ganz einfache Kiste. Ja, und wie gesagt, aus meiner Sicht, ich mag einen Süle. Ich halte einen Süle für einen guten Innenverteidiger. Wie gesagt, war bei uns der Beste bisher in dieser Saison. Aber er geht. Punkt. Und dann ist er jetzt hinten dran. Das muss man einfach dann so sehen. Ja, klar,
ist es schwierig, aber ich denke, in Upa, wenn Upa Normalform hat, und wie soll er Normalform kriegen, wenn er auch nicht spielt? So, Punkt, da müssen wir uns nicht drum herum reden, ja. So. Hier muss ich halt klarkommen im Hernandez und dann müssen die sich einspielen und dann ist gut. Und wie gesagt, in der Bundesliga muss Nian zu bringen. Fertig. Ja. Und wenn beide Innenverteidiger eine Pause brauchen, bringst du den Süle halt noch mit rein, ja. Und gut ist. Meine Meinung dazu. So, aber nochmal zurück zum Spiel. Wieder mittendrin hier einfach, ne? Wir gucken natürlich noch einen Blick in die Statistiken, ob die unsere Thesen so unterstützen, was ich so gesehen habe. So, Ballbesitz 58:41, Abseits 5:3, Fouls 11:12, Zweikämpfe 48:52, Schüsse aufs Tor 7:7, Schüsse insgesamt 23:12, Ecken 0:0. Doch, ich habe definitiv eine Ecke gesehen bei uns. Ich habe doch den Kimmich auch, doch, definitiv hat Kimmich eine Ecke geschossen. Also das stimmt nicht mit 0 Ecken. Angekommene Pässe 545 zu 365, Flanken 14,5. Schüsse insgesamt. Levi 2, Sané 2, Müller 2, stimmt auch nicht mit Sané, der hat mehr Schüsse gehabt. Ich erinnere mich mindestens an 4. Ich weiß nicht, inwieweit hier die Seite hier noch wirklich zuverlässig ist. Also die Werte können gerade nicht wirklich stimmen, aber gut. Torschussvorlagen, Coman 1, Neuer und Hernandez 0. Okay, ich denke, das können wir uns knicken. Hier ist auch schon wieder Gnabry bei gewonnenen Zweikämpfe ganz vorne. Ja, ganz klar. Aber dass hier ein Süle nicht auftaucht, ist das, was ich sagte. Süle war zwischen den Reihen. Er war nicht wirklich ein Innenverteidiger, er war nicht wirklich ein defensiver Mittelfeld. Ganz komisch irgendwie heute. Spielaufbau war er natürlich da. Sieht man auch an den Ballkontakten, gar keine Frage. Ja, gefault worden. Schenken wir uns mal, wie weit die Statistiken hier okay sind, Leute. Fragt mich nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch einmal kurz die Spieler durch. Und dann haben wir es, wa? Neuer war heute, hat ein bisschen auch das Glück auf seiner Seite gehabt, muss man sagen. Ja, wo es einmal auf dem Boden saß da. Ansonsten, dass er einmal den Pavard da am 16er Grenze beim Rückpass den Ball wegnimmt, um da irgendwie, also das habe ich auch nicht verstanden. Also ganz komisch. Aber ansonsten war es natürlich ein gutes Spiel von Neuer, will ich eine 2 geben, hat das gehalten, was er halten musste und ja. Pavard hat mir erste Halbzeit nicht wirklich gut gefallen. Da war viel Licht, aber auch viel Schatten. Da hätte ich so eine 4 gegeben. Zweite Halbzeit hat er mir gut gefallen. Und gerade dann auf der linken Verteidigerposition hat er mir richtig gut gefallen. Also weiß ich nicht. Da war er irgendwie... Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass der Gnabry vor ihm spielt. Ich habe das ja schon mal aufgestellt, die These. Wo man sagen muss, dass Gnabry sich die letzten Spiele schon verbessert hat nach hinten. Das muss man auch mal sagen. Pavard will ich eine 3 geben insgesamt. Süle ist schwer zu beurteilen. Sehe ich zwischen 3 und 4. Ich kann mich da nicht genau festlegen. Wie gesagt, Spielaufbau war er super, weil er der die sicheren Bälle gespielt hat. Hernandez hat es versucht, hat aber 2, 3 schwerwiegende Fehlpässe in die Mitte gemacht, die dann Gegenangriff eingeleitet haben. Das war nicht gut. Einmal hat er sehr gut gerettet, der Süle. Aber ansonsten war er heute, was das Defensive anbelangt, nicht so konzentriert wie sonst. Weiß nicht. Vielleicht war es die Anweisung vom Nagelsmann, er soll da irgendwie zwischen den Linien spielen. Keiner fragt mich nicht. Ich weiß es nicht, ist mir nur aufgefallen. Gut, geben wir den Süle eine 3,5. Hernandez hat es ein bisschen schwieriger gehabt, fand ich. Kam ein bisschen schwieriger rein. Gut, dann bedingt durch die gelbe Karte relativ früh, hat das aber gut gemacht. Ansonsten war er ein Hernandez. War giftig in den Zweikämpfen, war immer am Mann dran, immer gut. Spielaufbau hat er, wie gesagt, so 2... nicht so gute Bälle gespielt, das muss er definitiv abstellen. Von daher würde ich ihn ähnlich wie ein Süle sehen. Ja. In der Defensive einen Tacken besser, dafür im Spielaufbau schlechter wie der Süle. Also auch so 3 zwischen 3. Ja, geben wir beiden eine 3. Eine etwas schlechtere 3 vielleicht. Gnabry habe ich sehr schlecht gesehen zwischendrin, bin ich ganz ehrlich. Ich muss sagen, die ersten 10 Minuten habe ich nicht gesehen vom Spiel. Ja. Ich kam erst zum Tor quasi dazu. Und da habe ich den Gnabry wieder dieses so halbherzig, ne? Und wenn Leipzig halt pusht über eine Seite, die haben halt schnelle Leute, sind technisch stark und wenn du dann einen Spieler hast, der so halbherzig hinterher trabt, ist das scheiße. Aber wenn ich alle 10 im Kopf durchgehe, habe ich mehr positive wie schlechte gesehen, ja? Er hat schon viel mehr mit nach hinten gearbeitet wie sonst.
Das war auch schon im Spiel davor so der Fall. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht auch so ein bisschen Ansage war, ja, von wegen neuen Vertrag und so. Weil ich, wie gesagt, ich denke schon, dass der Gnabry eigentlich bleiben möchte. Ja. Er hat einen Trainer, der ihn mag, muss ich nicht nachvollziehen, ja, sei mal dahingestellt. Ja, und vielleicht war das irgendwie Ansage an ihn, dann musst du auch mal langsam nach hinten arbeiten. Was die anderen beiden halt schon, wenn man heute einen Coman sieht, der zwischenzeitlich mega nach hinten gerannt ist und da noch den Ball dann auch erobert hat. Auch ein Sané, der heute ein bisschen anders gespielt hat, andere Posi. Ja. Also Gnabry würde ich heute auch eine 3 attestieren. Aber immer noch ein bisschen Luft nach oben. Tolisso, ja, Tolisso schwer. Kimmich und Tolisso schwer. Sehe ich wie Süle und Hernandez. Zwischen 3 und 4 beide, ja. Beide richtig defensiv nicht wirklich. Im Spielaufbau Tolisso gute Akzente gesetzt. Kimmich war mehr so, der versucht hat zu fighten und so weiter. Wo Tolisso dann raus war, war er wieder auch mehr am Spielaufbau beteiligt und so. Aber beide nicht wirklich gut, beide nicht wirklich schlecht. Ne? Genauso wie Süle und Hernandez. Von daher lassen wir die mal einfach zwischen 3 und 4 so stehen. Levi würde ich heute auch eine 3 sagen, wa? Hat es auch schwer gehabt, so die erste Halbzeit. Ich glaube, irgendwie 13 Ballkontakte hat er gehabt, aber davon dann irgendwie 3 aufs Tor. Hat es gut gemacht, wenn man so die gesamten Szenen zusammennimmt. Ja, wie gesagt, er hat noch die eine Chance, die er am Pfosten vorbeisetzt, der schwierig war, ja, muss man sagen, war mega im Zweikampf noch drin. Und die beiden Kopfballdinger, wovon er hätte einen machen können. Aber auch nicht müssen, war nicht falsch verstehen. Also von daher bin ich an Levis Standard gemessen war es eine 3 heute. Ne? An jeden anderen Standard gemessen eine 2. Sané war auch, ja, ein bisschen Schatten, aber im großen Teil schon mehr Licht. Würde ich eine gute 3 sehen. Ja, ich weiß nicht, hat die ein bisschen schwerer hat er sich getan, wie auf Außen, fand ich. Lag aber vielleicht auch daran, dass Leipzig die Mitte auch, ja, teilweise ganz gut dicht hatte, war. Und wenn, dann waren wir über Außen meistens gefährlich. Aber hat auch ein paar sehr starke Szenen gehabt, ein paar sehr starke Ballgewinne, auch Dribblings in der Mitte, Antäuschung und Weiterleihen. Mit seinen Torschüssen hat er ein bisschen Pech gehabt heute. Die waren nicht so on point. Aber im Großen und Ganzen hat er ein gutes Spiel gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber über Außen gefällt er mir besser, da ist er noch einen Tacken gefährlicher, finde ich. Aber vielleicht lag es heute auch einfach an der guten Leistung von Leipzig, weiß es nicht. Müller war sehr stark. Müller müssen wir heute eine 2 geben. Hat sich heute nicht ausgeruht, nicht geschont. Hat immer wieder die Kommandos gegeben zum Pressen. Hat ja das Tor gemacht. Da muss er halt stehen. Es hat Müller. Das andere Tor, was nicht gegeben wurde, zu Recht nicht gegeben wurde, super gemacht. Also ansonsten wieder auch 1, 2 sehr kuriose, gute Bälle gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Jamal Musiala war 30 Minuten auf dem Platz. Ja, gefühlt hat man mal einen Dribbling gesehen. Ansonsten war das nichts. Was ich sage, er braucht halt einfach mehr Spielzeit in meinen Augen. Sabitzer, ja, und Sabitzer war mehr irgendwie auffälliger wie Musiala in den 7 Minuten, die er auf dem Platz war. Also er war schon da, wo er hin musste, on point. Upa war auch okay. Ja, schwer zu beurteilen, die paar Minuten. Hat immer so seine Anlaufschwierigkeiten, wenn er eingewechselt wird. Braucht immer so 5 Minuten, bis er on fire ist. Aber er war auch richtig on fire, wie man den Zweikampf da gesehen hat. Hat mir sehr gut gefallen. Und Nianzou dasselbe. Ja, Nianzou hat man immer noch so ein bisschen so zwischendurch das Gefühl, ach scheiße, jetzt ist wieder soweit. Ne? Aber wie gesagt, der Junge braucht einfach Spielzeit. Punkt. Und ich bin der Meinung, die muss man ihm nun geben. So. Es ist nicht sicher, dass wir irgendeinen Christensen, kann ich gar nicht einschätzen, als Innenverteidiger. Ansonsten ist ja ein Ginter auf dem Markt und ein Rüdiger. Bin ich ganz ehrlich, muss ich beide nicht bei uns sehen. Und ja, der Ginter wird sich vielleicht mit dem zufrieden geben an Geld, was ein Süle angeboten bekommen hat, was er abgelehnt hat. Ich denke, ein Rüdiger und auch ein Christensen nicht wirklich. Deswegen ist da auch noch nichts vermeldet worden.
Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, ich sehe das nicht, wa? Ich sehe nicht, dass ein Rüdiger ein guter Ersatz wäre für den Süle. Süle war, wie gesagt, bisher der stabilste Innenverteidiger in dieser Saison. Ja, klar hat er immer noch seine Schwächen und so ein paar Phasen manchmal, aber Nagelsmann hat die voll im Griff, voll auf Kurs gebracht und ja, weiß ich nicht. Er wechselt, das ist fix, das ist safe. Was ich auch verstehen kann irgendwo, ja, er hat bei uns alles gewonnen, so was geht und er ist schon so der Typ England irgendwo. Von daher, klar, dass er eine neue Herausforderung will. Die Frage wäre gewesen, was wäre gewesen, hätte FC Bayern gesagt, komm, hier kriegst du irgendwie noch 2 Millionen mehr, dann wäre er wahrscheinlich auch geblieben. Schwierig, wie gesagt, ich habe über das Verständnis, was die Leute da verdienen und was sie fordern, brauchen wir gar nicht erst reden. Das sprengt jeden Rahmen. Aber ja, was will man machen? Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ich habe es vorhin schon gesagt, zu der Innenverteidigungsgeschichte und zu den auslaufenden Verträgen, da muss in Zukunft müssen da andere Seiten aufgezogen werden von Seiten des Vereins, meiner Meinung nach. Und gut, ansonsten Schlusswort, sehr gutes Spiel gesehen, in meinen Augen auch verdient gewonnen. Wir waren den Tacken cleverer, erfahrener, fand ich, und der Tacken auch, ja, mehr Wille hat man irgendwo gesehen, was das anbelangt. Meines Erachtens. So, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, wir hören uns, warte, ich gucke eben. Weiß nicht, wann Champions League weitergeht, aber ich glaube, erstmal ist jetzt noch Bundesliga. Jo, in Bochum. Samstag, 15:30 Uhr. Sehr gut, wir haben noch mal eine Woche. Ich bin sehr gespannt und dann ist Salzburg. Also hören wir uns nächsten Samstag wieder, wenn ihr Bock habt, oder nächstes Wochenende. Gut, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr da Interesse dran habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und in diesem Sinne, haut da rein. Tschüssikowski.